Das Kleinrad-Traktörli, überall bekannt. Mit dem Paul am Steuerrad fahrt's übers Land. Es ist nicht riesig, aber dafür mutig. Kleines rotes Traktörli. Los geht's! Der Peppi, der Böcki und der grosse Blau sind immer unterwegs. Kleines rotes Traktörli. Los geht's! Guten Morgen, kleines Rotztraktörli. Gewonnen! Ja, Sieger! Du hast nichts gesagt vom Rennen. Ist er noch nicht da? Wer? Das kleine Rotraktörli? Klar ist es da. Schau, da steht's. Nein, Onkel Paul. Aber er wird sein Neffe. Der Thomas? Ja, er sollte eigentlich schon da sein. Das Rotraktörli und ich, wir haben auf euch gewartet, dass wir ihn alle zusammen abholen können. Hoffentlich kann er gut rennen. Einmal sicher besser als du. Ah, Mensch. Fahren wir zum Wirtshof und dann lernen wir ihn kennen. Kommt! Alles einsteigen oder, wenn ihr lieber alles bis zum Wirtshof überrennen. Los, kleines Traktörli, los geht's! Der Onkel Paul ist sicher bald da mit dem Uli und der Nina. Ihr kommt sicher gut aus miteinander. Da könnt ihr den ganzen Tag draussen spielen. Aber da außen stinkt. Ich gehe lieber ein bisschen am Computer. Ah ja, gut. Wenn du meinst. Also ich weiss nicht. Die heutige Jugend, alles nur noch Computer und Fernsehen. Das ist nicht mehr wie früher. Guten Morgen, Herr Wirtz. Ist er schon da? Wenn du den Thomas meinst, ja, er ist umeinander. Ja. Thomas! Zum ganz ehrlich sein, Paul. Ich glaube, der Thomas findet es auf dem Land nicht so toll. Er kommt halt aus der Stadt und kennt nichts anderes. Ja, und jetzt, wo meine Schwester mit ihrem Mann gezügelt ist, ja, ich glaube, es braucht schon ein bisschen Zeit, bis er sich gewöhnt hat. Kein Problem, Herr Wirtz. Ich und das kleine rote Traktörli nehmen ihn mit. Bin sicher, er lebt sich schnell ein. Ja, hoffen wir das Beste. Thomas! Es sind ein paar Leute für dich da. Der Computer ist Schrott. Ich wollte Racebikes spielen, aber da hat ja nur so Kartenspiele und Memory drauf. Racebikes? Das ist ein Computerspiel, so mit Renntöpfen und das ist cool, mega schnell. Ah, du stehst auf so Töpfe, Thomas. Ja, aber ich glaube nicht, dass es da so ein Bike, also ein Töpf umeinander hat. Der Waldi hat einen Vierradtöpf. Ah! Ja, wir müssen jetzt dann gerade bei ihm vorbei. Zuerst gehen wir noch Gras holen für die Kühe, aber nachher müssen wir beim Waldi Korn abliefern, in seiner Windmühle. Willst du mitkommen? Ist gut. Und kannst erst noch im Anhänger vom roten Traktörli mitfahren. Hopp und lupft in die Beine, Thomas. Sind alle drin? Oh, mein Pullover. Jetzt bin ich ganz dreckig geworden. Nur ein bisschen Staub und das kann man wieder waschen. Ja. Im Müller seine Mühle, die dreht sich im Wind. Sie malen das Korn, Klippkaps ganz geschwind. Im Müller seine Mühle, die dreht sich im Wind. Solange wir dem Müllers Getreide auch. Würdest du bitte aufhören mit dem Saumais? Saumais? Dem sagt man singen, ist klar. Singen? So sagst du denn. Und überhaupt, was küngelst du da umeinander? Ja, das Hinterrädli. Gib ich ein bisschen Gas, dann fährt's gerade an schlingern. Ups. Excuse, Böcki. Ich muss es reparieren. Schließlich nicht, dass ich noch einen Sturz mache wegen dem, oder? Oh nein, das wäre mir denn noch. Eben, gell? Die Sicherheit geht vor, das sage ich auch immer. Das ist ja das erste Mal, dass ich das von dir höre. Müller, seine Mülle. Waldi! Und da wären wir. Steigst auch ab und hilfst Kühe füttern, Thomas. Ich habe Kühe nicht gern. Schon gut, Thomas. Die beißen nicht. Das Einzige, was die gerne reinbeissen, ist ihr Fressen. Hey, Thomas, das ist aber nicht etwas Schiss vor so einer alten Kuh, oder? Ich habe Angst. Komm, Thomas. Die sind wirklich ganz lieb. Schau, sie hat das gern. Hey, hast du sie gestreichelt? Ich meine... So, kommen jetzt. Wir müssen weiter zum Wald über. Zum Vierradtöff. Super! Wer ist zuerst wieder auf dem Anhänger, Thomas? Wart auf mich!
Ja, was ist denn das für eine Gesellschaft? Schön, dass du vorbeikommst, Paul. Du auch, kleines Rotztrakteur. Und wer ist der junge Bursch? Nein, sagt nichts. Du bist der neue Gast. Im Herr Wirtz sein Neffe. Stimmt genau, Walti. Oh, ich bin sicher, der Herr Wirtz hat dir einen ganzen Haufen zu zeigen. Von wegen Haufen. Was stinkt da eigentlich? Ich bin in den Kuhfladen gefallen. Wir haben ein Rennen gemacht. Ich glaube, der Thomas hat gewonnen, wenn er nicht... Du bist recht schnell. Danke. Stinkt schon ein bisschen, Walti, also dann, wie wär's mit einem Stückchen selber gemachtem Kuchen? Und vielleicht finde ich noch mit ein paar alte Kleider vom Walti, die du reinschleifen kannst, während ich deine schnell ausspüle. Nein, danke. Ja, gut. Kannst du mir schnell helfen, das Getreide vom Anhänger abladen, Walti? Sicher schon, Paul. Haben Sie einen Vierradtöff? Du meinst den Bögi? Ja, den habe ich. Du bist ein Töffli-Bub, hä? Ja. Ja, dann solltest du vielleicht einmal mitkommen und meinen Bögi anschauen. Oh, gern. Was wäre denn? Nicht schlecht, hä? Allerdings spitze. Danke, Herr Walti. Danke vielmals. Oh nein, er fährt davon. Herr Walti, Ihr Töff, er fährt davon. Hilfe, Herr Walti, Hilfe. Thomas, ist irgendetwas? Bögi, komm zurück. Ich glaub's ja nicht. Stopp! Schon gut, Walti. Das kleine Rottrakteurli holt ihn schon ein. Und los geht's, kleines Trakteurli. So, wenigstens hat er angehalten. Komm, du! Beweg! Oh, Thomas, was ist denn passiert? Ich weiss nicht. Der Bögi ist einfach davon gerollt. Ich habe ihn probiert einzuholen. Jetzt ist er da eingeklemmt. Eingeklemmt, sagst du? Hast keine Chance. Er ist wirklich ganz eingeklemmt. Wir müssen den Baum weglupfen. Den Baum weglupfen? Wie? Das kleine Rottrakteurli weiss schon wie, oder? Den Baum bewegen wir nie. Das kleine Rottrakteurli ist viel stärker, als es aussieht. Stand auf die Seite, Thomas. Komm, kleines Rottrakteurli. Du schaffst das. Es bewegt sich. Los, kleines Rottrakteurli. Schnell, Trakteurli. Aufs Seil. Gib Gas. Schnell, Walti, zieh ihn raus. Ich weiss nicht, wie lange das Trakteurli den Baum noch heben kann. Und Seil reißt. Komm auf die Seite. Komm schon, Bögi. Ich kann's. Das ist super. Du bist ein gut, kleines Rottrakteurli. Und jetzt, Thomas, wie ist das genau passiert? Paul, es ist ganz alleine mein Fehler. Ich und mein Gejohle. Ich muss das Bremskabel vergessen anzumachen, als ich das Rad repariert habe. Ja, und dann ist der Bögi halt ab dem Böckli geholt. Zum Glück ist niemand verletzt. Gute Arbeit, kleines Rotztrakteurli. Was, Thomas? Was zum Himmel? Was ist los? Wir sind zum Wald und der Bögi ist davon gerollt. Aber das kleine Rottrakteurli hat ihn gerettet und wir haben ganz viel so gemacht. Und Nina und Uli sind meine neuen Freunde und wir sind mit dem Bögi gefahren. Und Was ist das für ein Geruch? das kommt von mir. Also, von den Kühen eigentlich. Kühe sind toll. Hast du schon mal eine Kuh gestreichelt, Onkel Benni? Die sind so gross und so lieb. Aber nicht so lieb wie das kleine Rottrakteurli. Das ist einfach das Beste. Hast du gehört?